bleibt immer gleich. So, da. Ich habe jetzt schnell ausgesucht eine Mission, was wir jetzt machen können. Wir werden jetzt mal die Railroad weitermachen. Wir treffen dazu den verlogenen Bastard an Deacon bei der Old North Church. So, da. Entschuldigung, kurzen Blick. So, da, ich wollte dir nämlich jetzt nicht ins Ohr rülpsen, weißt? Die alte Nordkirche. Mhm. Haben wir? Ja, wir haben. Passt. Weil für den Deacon und die ganze Partie, da brauchst du nämlich auch ein relativ großes Charisma. Vertrockneter wilder Ghoul. Das sitzt am Klo und hat flüssigen Stuhl. Bam, 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 bam. Und die Neue hat mich zusammengeflickt, mich über ihre Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man's auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Zum Großteil. Aber das waren nicht 100 und Deacon hat mich die ganze Zeit über begleitet. Wir schmücken also mal wieder die Wahrheit aus, nicht wahr? Sie hätte mir das abgekauft. Mach dir nichts vor. Aber trotzdem, ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team, inklusive Glory, braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, sie nicht aufzunehmen, Daz. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Ausputzer, Professor, mehr Optionen. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Nennt mich Whisper. Nach Tommy? Oder egal, passt auf jeden Fall. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers Du ist eines kannst es bei unserer uns bestgehüteten beibringen. Geheimnisse. Das weiß ich. Sei also vorsichtig, wenn du kommst oder gehst. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Ja, mit euch habe ich soweit bis auf einige Kleinigkeiten kein Probleme. Und du bist sowieso eine dumme Nudel. Ja, lassen wir das Thema. Sonst träge ich mich nur mehr auf. Das will ich auch nicht. Boston After Dark. Ja, was war noch? Ne, wurscht. Wir tun das jetzt einmal soweit. So, hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch, also gibt es eine Menge für dich zu tun. Ja, ich weiß. Hört mal alle her. Das hier ist Whisper. Sie war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Sie ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihr zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt sie bei uns an Bord herzlich willkommen.
Das war alles. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Na, beim ganzen Commonwealth inklusive Verhaber und Nuka World insgesamt 17 aus 16 Begleiter auf mich warten. Ich weiß, Desdemona. Jetzt gehen wir mal da ist zurück. Irgendwas wollte ich noch. Was wollte ich jetzt noch? Ah, das ist doch unser neuester Agent. Du siehst. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt Bess dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Toter Briefkasten. Klingt nach einer wichtigen Mission. Ist es auch. Nach dem Switchboard haben wir so wenig Personal, dass ich dich zwangsläufig ins tiefe Wasser werfen muss. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Du hörst dich tatsächlich recht überzeugend an. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Ja, zuerst lerne ich da mal alle kennen, du Warzen, du Schirche. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Dann sind nämlich auch wir dran. Schön, dass du dabei bist. Jetzt kriege ich auch meine Nacht frei. Hey du, bist du der neue Krieger? Whisper, richtig? Jo. Höchstpersönlich. Schön, einen anderen Agenten zu treffen. Finde ich auch. Wer so verrückt ist, zu uns zu kommen, ist schon in Ordnung. Im Switchboard hat es also von bösen Jungs gewimmelt. Und von Minen. Stimmt das? Oder hat Deacon mich wieder verscheißert? Ich hab's nicht allein getan. Aber ja, ungefähr so war das. Das ist heftig. Wie habt ihr das alte Hauptquartier ausgeschaltet? Sagt nicht mit Deacons rein und raus wie ein Geistmist. Mit einer Menge Kugeln und einer Menge Blut. Zum Glück war das Blut nicht meins. So wird das gemacht. Tja, willkommen zu unserer Party. Nach dem, was mit Tommy Whispers passiert ist, brauchen wir einen neuen krassen Typen, der Sachen in die Hand nimmt. Danke für die Einladung. Wir sollten, ich weiß nicht, einen Kuchen backen. Das macht man doch, oder? Man nennt mich Glory, den Engel des Todes. Das Paradebeispiel für einen befreiten Synth, mit dem man sich nicht anlegt. Gefällt mir. Warum auch nicht? Du hilfst meinen Leuten. Hier daher ein Ratschlag. Stell dich gut mit Tüfteltom. Der ist vollkommen verrückt, hat aber die besten Sachen. Klingt nach einem guten Plan. Mein Reden. Pass gut auf dich auf. Ja, ebenso, du Tüfteltom ist Glorreiche. an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Ja, ich weiß, beim letzten Mal haben die Scheiße um die Ohren geflogen, nachdem er versucht hat, die Keramik zu reinigen. Mit irgendwelchen prophetischen Mitteln. Wo ist denn die alte Warzen überhaupt? Aha. Schön, dich bei uns zu haben. Tüfteltom, du alte Brieftaube, du Verschlissene, wo bist denn? Das Ding gehört in ein Museum. Geräte. Die sind einiges wert. Ach, Ada, du bist so unterhaltsam. Mit aufgeteilten Informationen zu arbeiten, ist schwer für neue Agenten. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Doch. Ah. Du verursachst nun 5% mehr Schaden mit dem Kryolator. Sehr schön. Obwohl die Schweinswaffen keine Bist Sau du braucht. verletzt? Ist echt ein Wunder, dass du und Glorious noch durch ein Metall...
Ja, ich schaff's nur durch einen Metalldetektor, ich schaff's nur durch einen radioaktiven Nach dem, Metalldetektor. was Deacon gesagt hat, erwarte ich Großes von dir. Ja, aber wo ist dieser Tüfteltom? Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Ich sehe. Hallo. Laut Sensorabtastung bist du sauber. Hurra, wir sind insektenfrei. Da bin ich erleichtert. Hey, 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 nicht so schnell. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. Nein, ich esse niemals was. Siehst du, das ist clever, Mann. Clever. Aber du musst vorsichtig sein. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Sie sind in meinem Blut? Natürlich nicht. Tom, wir haben die Tests durchgeführt. Gründlich. Wir haben rote und weiße Blutkörperchen sowie Thrombozyten gefunden. Und das macht dich überhaupt nicht misstrauisch? Die Ergebnisse waren zu perfekt, zu vorhersehbar. So täuschen sie dich. Ich versuche aufgeschlossen zu bleiben. Na also. Danke. Okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter ab. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Ja, ist ja Leg los, wurscht. Tom. Yeah, so gefällt mir das. Unser Charakter ist eh schon ein bisschen dämlich unterwegs, also Jetzt warum? ermutigst du ihn sogar noch. Ja, ganz genau, Mann. Ich baue hier die Sachen. Verschwinde und mach deinen Kram. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Zeig mal, was du so hast. Mach's dir bequem. Und lass dich verblüffen. Ich lass mich eher verdüfteln, ja, aber sonst nix. Da kriegen wir nämlich dann später noch was sehr interessant ist. Tüfteltam Spezial. Weißt du was, wir haben heute schon so viel Geld ausgegeben, da ist mir das wurscht. Buff out. Ja, ansonsten hat er auch nichts, was mich irgendwie interessieren tät. Ja. Passt, das nehmen wir mal. Perfekt. Gut, jetzt haben wir den Schatz gemacht. Bam, badam, bam, 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 bam. Was machen wir als nächstes? Da müssen wir zu den Briefkasten. Ah, es ist herrlich. In unserem eigenen kleinen Gebäudchen, in unserem eigenen kleinen Heimchen. Da mag auch gleich ein bisschen was einer. er Muni haben wir da nirgendwo, gell? Nö, wie ich mir's gedacht hab. Ja, das zeigen wir alles noch später. Mag ich jetzt nicht. Ich hab jetzt Bock auf ein bisschen Missionen machen. Oh, scheiße. Jetzt habe ich gar nicht auf die Lebenspunkte geschaut. Na komm.
Eine in die Brust, Alter. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Ja, sie sollen halt einfach ruhig auch die Drogen reinschmeißen. Oh, wow, du bist aber groß. Nö, das schaut nur so aus. Ich bin klein. Hey, Valentine. Wo ist dein Sohn? Was ist passiert? Wo soll ich anfangen? Als sich rausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut. Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Sünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Synths zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Ha. Du sagst es. Er musste einen Weg rein und raus kennen. Ja, aber ich bezweifle, dass er auf einen Kaffeeplausch vorbeikommen würde. Wir können mit ihm reden. Wie wär's mit einer kleinen Seance? Eine echte Sackgasse, hm? Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Und was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutine? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hatte Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Ich reise schon mit jemandem zusammen. Wir treffen uns dort, Nick. Also gut. Wir sehen uns dann bei der Höhle. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin bei der Public, falls ihr mich braucht. Dangerous Minds. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Mein Nick. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Ja, es ist halt Ich immer... soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Ja, dann red mit mir nicht, du... Du irgendwas, du... Wir reisen jetzt schnell Andrew Station. Daher.
Wir sollten dann eigentlich bald einmal alle Tonbänder vom Nick haben. Ich darf jetzt so gern mit Verhaber anfangen. Ich muss mir jetzt echt zusammenreißen, dass ich nicht mit Verhaber anfange. Aber das machen wir erst dann, wenn wir mit Nick so weit sind. Ja, so machen wir's. Daten, Dangerous Minds ist draußen, passt. Talk to Jack Cabot. Curtain Call, sonstiges. Und das machen wir als nächstes. Boah, da wir wieder das viel zum Ausräumen haben. Bist du deppert? Na, da kenne ich. Das sollte interessant werden, was Sie wohl als nächstes bauen. Nichts wird Bewegendes. Ada. Schnuckerle. So. Verbessert Leichtbau. Das da mal weg. Das gehalten wir uns. Den Schaß da mal weg. Den Schaß da mal weg. Rechtes Bein mit Stacheln. Achso, das ist ja den Dingsau. Genau, in schäbigen Rock. Drum geht's nicht. So. R und T. Gewichtet und gelb. Indigo-Farben. Das schaut geil aus, aber das gefällt mir auch. Preston hat das gefallen, ja, ja. Und Preston gefällt alles. Da wird er so richtig zum Spitzburm. 115, 50er. Was das für dran ist, jetzt einfach einmal so ein bisschen nach. Mal schauen, vielleicht kriegen wir ein gescheites. Scharfschützengewehr hin. Schalldämpfer. Oh, das können wir lassen. Passt. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Ja. Machen wir doch glatt. Na, der Tag mit und der Streuner. Sehr schön. Jetzt interessiert mich aber was anderes. Ich muss da jetzt mal für die Ada was schauen. Ich bin da noch nicht ganz zufrieden. Blitzwaffe. Verschießt ein Elektron. Okay. Linke Minigun. Da brauche ich Robotik-Experte. Ja, aber das nutzt mir ja auch nichts. Rechter Arm. Schauen wir uns mal das an. Perfekt. Das können wir gleich testen in Tüfteltom seine. Aha. Aha, ich glaube, das haben wir zu weit weg.
Vorsicht, Ma'am. Ich glaube, wir sind nicht allein. Okay, ich glaube, da sind wir zu weit weg. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ja, da sind wir ein bisschen zu weit weg. Wir könnten in Schwierigkeiten sein. Passt, wenn die Gute nicht so dahin wackeln Hier ist geht. nichts, Ma'am. Als wie wenn sie besoffen wäre. Ich habe etwas entdeckt. Na komm, 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 komm. Nicht? Vielleicht ein beschädigter Sensor? Wo ist der Raider jetzt? Ah, da. Vorsicht, Ma'am. Ich glaube, wir sind nicht allein. Also viel Schaden macht der nicht. Wenn etwas hier war, dann ist es jetzt fort. Aber ich glaube eher, dass wir da zu weit weg sind. Oder der Schalldämpfer minimiert den Schaden. Das kann auch sein. Ich weiß, bin mir nicht sicher. Na gut. So, jetzt rauschen wir schnell zu diesem komischen Polizeirevier. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Da werden wir aber gleich andere Waffen nehmen. Splatter, da haben wir nicht mehr so viel Muni. Mal weiter dich nehmen. Mhm. Eindringlinge! Ja, so kann's gehen. Und ich trottel ab die falsche Rüstung an. Ah, die falsche Kleidung. Ja, klar. Und zwar... Ja, aber irgendwas fehlt ja. Ja. Mir fehlt ein Kleidungsstück. Das ist da. Naja. Mädel, du bist schon wieder zu brav. Ja, das ist so. Wenn du ein bisschen dumm bist und nicht mitdenkst, dann passiert da sowas. Nicht so! Das ist ja nämlich das Geile, du kannst da die Bruderschaft so zeigen, gell? Kannst da alles Mitnehmer vereinen, aber es fällt keinen auf bei der Bruderschaft selber. So, wo ist jetzt dieses beschissene Polizeirevier?
Wenn man die Supermutanten vorbei. Waren wir da überhaupt schon drin, ne? Jemand da? Vorsicht, Ma'am. Ich glaube, wir sind nicht allein. Was? Wer da sein? Au! Da hat er wieder geschrien, der Alte. Was, da wird überall geschossen und geballert. Das ist ja... Ich glaube, das ist um Bunker Hill herum. Also siehst, Bunker Hill könnte man besuchen. Das werden wir auch gleich machen. Ja. Um den kümmere ich mich. Kann ich sehen! Chemieservos versagen. So wie zum Thema Glück. Ja. Zu Ende zu bringen. Ja, Ada. Mach das. Ja, aber wo wird da noch geschossen? Ah, da. Das muss ich dir lassen. Du Idiot. Aha. Verdammt, ich brauch Feuerschutz. Ältester Max! Die kommt da nirgends auf, ey. Ja, weil du der Trottel bist. Wie lange willst du denn noch? Greife feindliches Ziel an. Naja. Ja, scheiße. Oder hat die Ada so viel angekriegt, dass sie jetzt die Panzerung bei den Viers nicht mehr hat. Naja. Widerstand ist zwecklos. Was ist das? Oh, der ist auch schon bald hin. Das war der letzte von ihnen. Ich hätte eigentlich mal einen legendären gesucht, so einen legendären Bruderschaftsheinzi. Na gut. Nimm nicht. So, jetzt sind wir vom Kurs abgekommen, ein bisschen zumindest, gell? Ah, das ist... Na, wer ist das? Also na, das ist der mit seiner Kreditkarte, mit seiner angelaufenen. Da ist auch wieder irgendwas. Alter. Ich will nur dieses verfluchte Holoband haben. Erinnern Sie das an bessere Tage, Ma'am? Ja. Ich hätte mal lieber eine Zeit zurückwünschen, wo die Menschheit noch nicht so verflucht dämlich war.
So. Na komm. Geschafft. Na. Ah, jetzt heißt es nur auszufinden, wo das scheiß Holobandel liegt da. Nachricht an Buster Connolly. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlischer Highway, mörderische Mäzene, nett. Aber ich glaube, Sie überschätzen das organisierte Verbrechen etwas. Die Bostoner Familien, die sich zusammentun, um ein öffentliches Bauprojekt zu finanzieren? Also bitte. Ganz offensichtlich haben Sie noch nie mit diesen Typen zu Abend gegessen. Die können sich kaum auf eine Vorspeise einigen. Und wenn es ans Bezahlen geht, schauen alle immer woanders hin. Die Bosse hatten ihre Finger im Honigtopf, das stimmt. Aber nicht so tief, wie Sie uns hier glauben machen wollen. Eines aber haben Sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektorin Alice Lansky wurde umgebracht. Aber Sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Nachdem er ihr mit einem großen Schraubenschlüssel den Schädel eingeschlagen hatte, hat Vinny, der irre Vanucci, ihre Leiche in einem Fass mit Salzsäure aufgelöst. Also schreiben Sie Ihren Folgeartikel und dann informieren Sie ruhig die Bullen darüber, dass die Mordwaffe an der Wand in Vanuccis Garage hängt. In der Prince Street 4. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Ja. Cool. Was willst du über den Eddie Winter noch sagen? Hey, was kann ich für... Du kannst es da ein bisschen tragen, mein Schatz. Du hast nämlich eh nie was zu tun. dich tun? Ah, warte mal. Hey! Wie kann ich dienen? Ah, Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? ja. Genau, deswegen stupse die an, du Stupserin, du. Combat. Die Paarrüstung darfst gern tragen, mein kleiner Eumel. So. Perfekt. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Eröffne das Feuer! Ah, da liegt noch was, schau. Ja, wer bitte denn du? Was kann denn eigentlich die Blastmaster Rüstung da? Der Helm? Die hat nur Sadist Armor, die hat nur 16 Punkte. Scheiße. Ja, hahaha. Und sexy weißen Schlüpper. Weißt was? Ja, ich muss irgendwann einmal, wenn ich Zeit habe oder mal die Möse habe, muss ich mir die Dings durchnehmen, einmal die Kleidung von ihr, weil das halt, das kann ja gar nichts.
warte mal, was hab den habe ich, den Unternehmer. Ja, sonst habe ich noch den mit. Wenn wir dann wieder mal in der Basis sind, dann müssen wir uns mal anschauen, was sie alles hat. Aber heute nehme ich schon zu lang auf. Was ist denn da oben? Ah. Das ist er. Und sonst ist da eigentlich eh nichts mehr. Da ist nichts. Waren wir eigentlich in der Andrew Station schon? Ich glaub, gell? Ja, da waren wir schon. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, wo Bunker Hill ist. Warte mal. Bunker Hill müsste da irgendwo sein. Ich weiß es jetzt nicht. Ist mir jetzt eigentlich auch wurscht. Ich werde das Ganze jetzt mal da beenden. Oh Gott, das wird noch lustig in Quincy. Das wird noch Gaudi werden. Dir sag es. Jetzt kommst du mal mit. Jetzt machen wir mal was anderes. Aber wir haben heute eh viel geschafft eigentlich. Nur will ich noch jetzt viel mit der Hauptstory weitermachen. Weil wir rund um und um noch so viel zu tun haben. Zwei haben wir schon. Schön. Warte mal. Schnappen Sie sie, Ma'am. Stellen die Waffen ab, Ma'am. Aha. Ich habe etwas entdeckt. Ja. Hier drüben. Sie haben Ziel ausgeschaltet. Sehen Sie sie, Ma'am? Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Nimm mal auch noch mit. Sie hat eine Lederkombi. Auch schön. Nehmen wir mit.
So, dann. Ich werde mir das ein bisschen spülen. Ich werde mir das ein bisschen verabschieden von dir. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Spaß gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Aufnahmesession war. Es war sicher einige Stunden. Ich werde dort so ein bisschen herumdeichseln mit Outfits für sie und werde da ein bisschen den Rest machen. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder, wenn es heißt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bis zum nächsten Mal. Baba.